Im Namen Gottes, dem Allmächtigen, darf ich euch heute am Morgen alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Hey, was für einen genialen Gott haben wir, der uns eins macht. Sagen wir jetzt unten im Erdgeschoss, da oben im Raum, live vor Ort, oder für unsere ganz vielen Besucher, die online zuhören, von Ihnen, von euch daheim aus der Stube. Ihr seid heute am Morgen, dank unserem grossartigen, genialen Gott, eins mit uns heute am Morgen verbunden. Letzte Weihnachten habe ich meinem Sohn, Seraya, gesagt, Seraya, heute am Morgen gehen wir in die Kirche. Und wir wollen Gott die Ehre geben und wir wollen ihn feiern. Er ist auf die Welt gekommen und darum tun wir jetzt heute am Morgen, an der Weihnachten, tun wir unsere schönsten Kleider anlegen, die wir haben. Er hat mich mit grossen Augen angeschaut und fand, jawohl, das machen wir, klar, oder? Wir ehren Gott. Er ist gegangen in sein Zimmer, hat die Hosen angelegt und hat sein Trikot angelegt. Weil das sind die schönsten Kleider, die er hat, oder? Und er hat dann gefunden, oder? Er hat sie angelegt und ist zu mir gekommen und hat gesagt, Papi, würdest du bitte auch dein Trikot anlegen? Wir wollen Gott die Ehre geben und wir legen unsere schönsten Kleider an. Habe ich gefunden, okay. Kannst du irgendwie nicht argumentieren mit dieser Logik, gell? Und dann habe ich mein Trikot angelegt und gefunden, wir legen unsere schönsten Kleider am Sonntagmorgen, weil wir wollen Gott ehren, wenn wir in sein Haus kommen. Und darum habe ich auch heute Morgen meine schönsten Kleider angelegt, weil ich heute Morgen mit euch zusammen Gott ehren und ihm einfach Ausdruck bringen, hey, für dich, lieber Gott, legen wir unsere besten Kleider an. In diesem Sinne darf ich euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr mit mir zusammen heute Morgen hier verbunden sind, dass wir zusammen dürfen Gott alle Ehre geben und seinen Namen hochleben lassen. Ich habe 2 kurze Informationen für euch. Ganz wichtig, ab nächstem Sonntag, am 16. August, starten wir wieder mit 2 respektive 3 Gottesdiensten. Also wir haben wieder den klassischen Gottesdienst im Erdgeschoss in gewohnter Form. Wir freuen uns mega auf das und wir haben da oben wieder einen modernen Gottesdienst, wo wir so, wie wir das kennen, dürfen zusammenkommen. Da darf ich auch noch sagen, für all die von daheim her weiter gerne möchten schauen, wir tun den modernen Gottesdienst auch in Zukunft weiterhin im Livestream zur Verfügung stellen. Der klassische Gottesdienst kann man online nachhören, so wie wir das kennen von früher. Der moderne Gottesdienst wird live immer noch weiterhin übertragen. Für die, die aus gesundheitlichen und sonstigen Umständen nicht heute Morgen dabei sein können, ihr dürft Teil sein mit dem Live-Gottesdienst. Auch das Refill startet wieder ab dem 16. August. Einmal im Monat, immer der 3. Sonntag, dürfen wir miteinander zusammen Refill feiern. Tönt euch doch bitte weiterhin anmelden, so wie ihr das gewohnt sind, für den klassischen und den modernen Gottesdienst. Ins Refill dürfen wir einfach kommen. Da führen wir nachher vor Ort eine Liste zur Nachverfolgbarkeit. Dann noch eine kleine Bitte. Wer noch Pflanzen daheim rumstehen hat, die sich dekorativ schön ansehen, die gut sind zum Dekorieren, ihr dürft gerne eure Dekorationspflanzen bringen, weil im klassischen Gottesdienstsaal haben wir im Moment nur Stühle und es wäre doch schön, wir könnten den Raum auch entsprechend ein Upgrade verpassen. Das heisst, wenn ihr noch Pflanzen habt daheim, die ihr gerne möchtet, die Kille auslehnen, hey, bringt doch die jetzt in den kommenden Wochen und Tagen in den Kreuzpunkt, deponiert sie im Erdgeschoss, dann können wir diesen Saal auch ein bisschen begrünen und angenehm machen für Leute und einladend gestalten, dass Menschen gerne möchten kommen. Jetzt heute Morgen haben wir einen speziellen Gast unter uns für die Predigt. Und ich darf euch den Gast gerade vorstellen. Es ist der Hermann Meier. Hermann, darf ich dich schon mal vorbitten? Bevor dass wir dir dann die Bühne ganz überlassen, möchte ich noch gerne ein kurzes Interview mit dir machen, dir noch ein paar Fragen stellen. Danke vielmals. Nimm doch Platz. Hast du den Weg gut gefunden? Ja, doch. War schon ein paar Mal hier, habe es schnell gefunden, ja. Hermann, du bist ja aus speziellem Anlass heute Morgen da, ja nicht nur zum Predigen, sondern du hast ja noch weitere Pläne, gell, mit uns als Kreuzpunkt. Für all die das jetzt noch nicht wissen, auf was sich da anspielen, wir möchten gerne den Hermann zur Wahl vorschlagen am 20. August in einer außerordentlichen Gemeindeversammlung. Wir möchten ihn gerne Vollzeit, respektive so Vollzeit, wie wir uns das leisten können, als Pastor einladen, um mit an Bord zu kommen bei uns. Und darum möchte ich dir einfach noch 2, 3 Fragen stellen, dass Menschen dich noch ein bisschen hören und kennenlernen können. Du hast ja schon einen relativ
wie soll ich sagen, mit deinem CV ist ein bisschen länger als meine. Ganz bisschen, ja. Ganz bisschen, gell? Du hast das ein oder andere schon gemacht. Du hast schon Kirchen gestartet in verschiedensten Orten. Du hast schon eine Bibelschule gestartet. Du bist schon lange im Reich Gottes unterwegs. Und ich habe mir sagen lassen, dass Kirchenbauen manchmal anstrengend ist. Das ist natürlich in unserer Kirche nicht so, weil wir haben da nur die guten Leute. Nur heilige Menschen, die von Jesus schon abgeschlossen, gut, ne? verändert worden sind. Deshalb komme ich ja auch. Ja, ne? genau. Ja. Das ist eine reine Freude, kein Hindernis da. Bei uns ist das natürlich ganz anders. Aber du hast ja schon ganz viele Situationen erlebt. Und meine Frage, die ich dir heute Morgen möchte stellen, aus Eigennutz, ich finde das genial. Wie viel das du schon gemacht hast, wie du dich ein Leben lang ins Reich Gottes investiert hast und wie du immer noch voll Leidenschaft und voll Feuer für Jesus unterwegs bist. Was motiviert dich, dass du jetzt nochmal einmal mehr sagst, lokale Kirche, ich liebe das, ich investiere mich in die Kirche? Gute Frage. Ne? Ganz kurz zum Hintergrund, der hier mit eine Rolle spielt. Ich habe mich bekehrt aus einer Situation heraus. Ich war damals 22 Jahre alt, wo ich wusste, so eines Morgens wache ich auf. Ich wusste, wenn sich mein Leben nicht radikal ändert, bin ich in ein paar Jahren tot irgendwo am Straßengraben. Ne? Ich bin ein paar Jahre durch die Welt gereist und war mit Drogen und allen möglichen Sachen so beschäftigt. Und ich habe mir immer wieder meine große Frage war, was ist der Sinn? Warum lebe ich überhaupt? Und ich habe es nicht gefunden. Und dann pickt Gott mich auf. Und dieses Ereignis meiner Bekehrung war eine radikale Veränderung. Es war für mich plötzlich, wow, das Licht ging an, was ich intensiv gesucht habe, der Sinn des Lebens. Plötzlich habe ich gemerkt, Jesus, er steht vor mir, jetzt nicht physisch so, aber er kam in mein Herz und ich habe gewusst, dafür lebe ich. Und das hat ab diesem Tag an mein Leben bestimmt. Und ja, mir ging es jetzt nicht so wie euch, dass alles so glatt läuft. Na, es ging immer wieder auf und ab und ich musste immer wieder in meinem Leben neu entscheiden. Ist es wirklich das zentrale Anliegen, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, für ihn zu leben? All die Entscheidungen waren nicht automatisch. Und die letzten, ich war Pastor in der FEG-Gemeinde bis 15 und dann war die ganze Geschichte mit Flüchtlingen. Und dadurch, weil ich mich unter den Moslems bekehrt habe, war das für Sibylle und für mich dann die Gelegenheit zu sagen, wir arbeiten an den Flüchtlingen. Und ich habe in diesen 4 Jahren vieles erlebt. Wir haben bundesweit Sachen organisiert, auch Schweizer waren dabei. Und es ist viel Gutes passiert. Aber wir haben gemerkt, das Punktuelle ist nicht das, was wirklich in einer Gesellschaft groß die Veränderung bringt. Letztendlich hat Jesus auch gesagt, ich baue meine Gemeinde, eine Jesus-Community, eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, die auf der ganzen Welt sich ausbreitet und nicht zu stoppen sein wird. Und es war vor allem im letzten Jahr für uns nochmal ganz wichtig für Sibylle und mich zu fragen, was wollen wir mit unserem Leben noch machen? Sollen wir langsam auf die Landebahn ansetzen? War ein Gedanke, warum nicht? Ne? Aber ich habe gemerkt, das erfüllt mich nicht. Und ich habe gemerkt, dafür hat Jesus mich nicht aus dem Schlamm geholt, sondern er hat mich aus dem Schlamm geholt, damit er sagt, hey, lebe mit mir, folge mir nach und stehe mir zur Verfügung. Und dann im letzten Jahr haben wir uns auch die Frage gestellt, wo waren wir eigentlich am fruchtbarsten, am effektivsten in unserer Nachfolge von Jesus? Und dann haben wir gesehen, es ist doch die lokale Gemeinde, weil das ist zum einen das, was Jesus reingesetzt hat, wo die Verheißung drauf ist. Zum anderen haben wir da auch gesehen, dass unsere Gaben mit einer gewissen Nachhaltigkeit Menschen zu begleiten, zu betreuen und Leidenschaft freizusetzen. Und das ist gerade eine Phase, wo wir persönlich auch ganz neu erleben, diese Leidenschaft dafür, auch wenn jetzt gerade vieles erschüttert wird, in dem Ganzen, was geschüttelt wird, baut Gott sein Reich und sagt, ich habe was Ewiges. Und das fasziniert mich in dieser Lebensphase nochmal ganz neu. Hey, mega cool, wir freuen uns von ganzem Herzen. Wir als Gemeinsleitung kennen dich ja schon ein bisschen länger. Wir sind ja schon ein Zeitchen mit dir unterwegs, haben dich erleben und deine Funktion, so wie wir uns das vorstellen, für was wir dich möchten holen und anstellen, ist ja leitender Hauptpastor. Das heisst, dein Kernbereich, deine Hauptaufgaben werden sehr leitungsfokussiert sein. Dein Auftrag ist auch unter anderem, dass du die nächste Generation von Leitern freisetzen, motivieren, trainieren. Und da würde es mich schon fest wundern, hey, was verstehst du oder was ist dir wichtig, wenn es um Leitung geht im Bibelkontext und ganz besonders in der lokalen Kirche?
Ich habe einige Treffen gehabt mit Leitungsteams in verschiedenen Gemeinden im letzten Monat und da war auch ein ähnliches Thema. Und war Spannungen da zwischen Gemeinde und Leitung. Und ich habe gesagt, wie wäre es, wenn ihr das Wort Leitung ersetzen würdet mit Verantwortung? Und schon sieht das ganze Thema ein bisschen anders aus. Ne? Sibylle und ich, wir haben 3 Kinder und wir haben Verantwortung gehabt, die Kinder großzuziehen und sind sehr gut mit ihnen connected jetzt, mit Kindern und Kindeskinder. Letztendlich heißt es, in der Gemeindeleitung zu repräsentieren, Verantwortung dafür, dass die Leute, die der Leitung anvertraut sind, wachsen, sich entwickeln und dass jeder die göttliche Bestimmung erkennt, soweit wir es als Menschen kennen, und dass wir freigesetzt werden, ermutigt, empowered werden, in dieser göttlichen Bestimmung zu leben. So Leidenschaft, in anderen Worten, ist die Verantwortung dafür, dass die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, die er mit seinem Blut erkauft hat, die ihm gehören, die nicht uns gehören, dass sie freigesetzt werden in die göttliche Bestimmung. Dafür wollen wir zur Verfügung stehen. Und dafür möchte ich ins Team mich investieren, dass wir als Leitungsteam in Einheit, in einem Spirit dafür uns einsetzen, dass die Leute heranwachsen. Und dass es dann einen ganz blühenden Garten gibt. Das ist schon blühend hier, ne? Aber ich erwarte das dann, wenn wir da noch weiter wachsen gemeinsam. Und ich komme hier als ein Lernender, ich komme hier einer, der im Team drin ist, wo wir gemeinsam lernen und wachsen, dass das Resultat dann ist, dieser Garten wird noch bunter, noch blühender und das Reich Gottes breitet sich noch mehr aus in die Region hier und in die Nationen. Hey, mega cool. Und ich glaube, da können wir alle Amen sagen. Da sind wir mit dir und wir freuen uns auf das. Von dem her, für den 20. August, ihr dürft euch auch dort online anmelden, registrieren für die Gemeinsversammlung. Das ist eine außerordentliche. Und dort würden wir dich als Gemeindeleitung gerne zur Wahl vorschlagen. Hey, insofern, ich freue mich jetzt ganz besonders auf deine Predigt. Die hat auch, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Gewicht. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Wir freuen uns auf das, was du zu sagen hast. Und ich möchte jetzt in dem Sinne noch für dich beten. Und dann machen wir uns bereit, machen unsere Herzen auf für das Wort Gottes. Jesus Christus, ich danke dir, dass du den Hermann gerufen hast. Dass du ihn erkauft hast, dass du ihn beauftragt hast. Und ich bitte dich jetzt, dass du ihn für heute Morgen bevollmächtigen, dein Wort in Autorität auszulegen. Wir wollen dir sagen, Heiliger Geist, wir sind bereit für deine Veränderung, für was du sagen willst. Mach du unsere Herzen und unsere Ohren auf dass das Wort auf fruchtbaren Boden fallen. Braucht der Hermann jetzt in dem als dein treuer Diener, braucht er ihn als dein Sprachrohr. Amen. 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 Dankeschön. Yes, wir freuen uns auf deine Predigt, Hermann. Danke. Ja, der Titel, den ich mir rausgesucht habe für die Predigt heute, ist die Dynamik des Reiches Gottes im Tempel und in den Häusern. Wir reden, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, in Deutschland, Corona ist ein Thema. Ne? Und das Thema wird meistens so besetzt, erdrückend, erschwerend, isolierend, Social Distancing, man begrüßt sich nur noch so, ne? Und das macht man dann zu Hause. Ich denke, wir leben in einer Zeit, die, ich würde sagen, polarisiert ist, weil es viele Dinge gibt heutzutage, die wirklich schwierig sind und die eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Auf der anderen Seite, und möchte ich wirklich als Akzent heute reinsetzen, leben wir in einer Zeit, wo das Reich Gottes wächst wie noch nie in der Weltgeschichte. Ich muss das nochmal sagen. Wir leben in einer Zeit, wo das Reich Gottes wächst wie noch nie in der Weltgeschichte. Glaubt ihr das? Man sieht es in Deutschland nicht, man sieht es in der Schweiz, glaube ich, auch noch nicht. Aber eine ermutigende Geschichte zu Anfang. Als ich Dabrina kennengelernt habe, oder wir sie kennengelernt haben, eigentlich über Video und Clip von Exblau, da sagt sie, ja, im Iran ist es normal, man fragt die Christen unter sich, ist dir der weiße Mann begegnet? Ja, fast allen Christen ist der weiße Mann begegnet. Die Realität dahinter ist, dass Jesus so stark entschieden hat, ich breche in Nationen hinein. Der Preis, den ich bezahlt habe, der war so groß, dass die Menschen in diesen Nationen mich kennenlernen. Und das ist in der arabischen Welt, islamischen Welt sehr stark passiert. Ich habe Leute, die ich kenne Leute, die jahrelang in Jemen gearbeitet haben. Und ich erinnere mich noch,
vielleicht vor 10, 15 Jahren, Gebetstreffen, Gebetsabende. Wir beten für Jemen. Das sind keine einheimischen Christen bekannt. Letzten Sommer wurde das erste Leiterseminar gemacht in der Geschichte vom Jemen mit einer Gruppe von 50 Leitern von bekehrten Jemeniten außerhalb Jemens und die wurden wieder zurückgeschickt. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo das Reich Gottes in die Nation reinbricht, wo es ganz stark geht. Und ich kann mich an manche Situationen erinnern, wo wir gesagt haben, oh, haben die es gut in den islamischen Ländern. Es ist nicht wegen Gefängnis und so, aber die haben es so gut, da kommt einfach Jesus selber und offenbart sich den Leuten. Gott, hilf uns, dass wir auch hier in Europa solche Sachen haben. Vor 2 Wochen erzählt mir einer der Mitarbeiter vom G5, ich war beim Gebetstreffen dabei, und da sage ich, wie geht's? Sagt er, sehr ermutigende Sachen. Er ist erst seit 4 Jahren gläubig und ist einer der Leiter jetzt dort im Leitungsteam und sagt, hey, eine alte Bekannte hat mich angerufen. Sagt er, ich war früher Partymensch und da war diese Linda, sie war Partymensch. Wir haben uns gekannt von der Zeit. Linda ruft mich an nimmt Kontakt auf über Instagram irgendwas und kommuniziert und sagt, hey, kann ich dich treffen? Ich habe von dir geträumt. Ihr Traum war so, sie sah sich selber und um sie herum war es dunkel. Und das hat ihr Leben wiedergespiegelt. Sie war immer mehr in Esoterik und solchen Dingen verwurzelt, verzweifelt, es war dunkel. Und dann sagt sie, aber der Traum hatte einen zweiten Teil. In dem Traum habe ich dich gesehen und du warst im Licht. Was ist mit dir los? Sie hat ihn besucht, sie haben sich ein paar Mal getroffen, sie hat sich bekehrt. Ihre Schwester hat sich bekehrt. Der Freund ihrer Schwester ist jetzt kurz davor. Linda wurde vor 2 Wochen getauft. Ihre Schwester ist kurz davor. Der nächste Freund von ihrem Freund. Das heißt, es ist eine Dynamik losgekommen, die mich total beeindruckt. Und ich habe dann den Leuten auch gesagt, ich sehe das als ein kleines prophetisches Zeichen. In dem Sinn, dass Gott auch uns in Mitteleuropa zeigt, ich bin der gleiche Gott, der sich im Orient den Menschen offenbart und sagt, ich bin der Lebendige, ich bin auferstanden. Und mein Herz schlägt dafür, dass Menschen aus allen Sprachen und Nationen mich kennenlernen. Dafür habe ich den Preis bezahlt und ich tue auch jetzt alles, was notwendig ist, was möglich ist, damit Menschen heute mich in allen Nationen kennenlernen. Das ist die Geschichte, die Phase der Geschichte, in der wir leben. Es ist ein Privileg, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. So wie es bei Esther hieß, für eine Phase wie diese hat Gott dich geschaffen und eingesetzt. Es ist nicht zufällig, dass wir jetzt leben. Es ist nicht zufällig, dass es FEG Wittingen heute gibt. Es ist nicht zufällig, dass wir heute hier zusammen sind. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Gott hat seinen Herzschlag in uns reingelegt, damit durch uns das Reich Gottes sich ausbreitet. Und über dieses Thema möchte ich reden. Ja? Die Dynamik des Reiches Gottes in den Häusern und im Tempel. Zuerst mal das Thema Reich Gottes, das zentrale, wo sind wir hier? Das zentrale, können wir die erste Folie haben? Das zentrale Anliegen des Reiches Gottes. Wenn ich mal kurz fragen würde, was war die erste Predigt von Jesus? Wer weiß es? Jawohl, das war die erste große Predigt, richtig, sehr gut. Und vorher hat er noch mal gepredigt, dann hat er gesagt, tut Buße. Warum? Das Reich Gottes steht vor der Tür. Tut Buße heißt, denkt um, griechisch Metanoia, denkt um, hebräisch Schuf, ändert euren Lebensstil, dreht um, denn jetzt wird Gott selber sein Königreich auf diese Erde bringen. Jesus sah die ganzen Menschen, die von Krankheiten und dämonischen Sachen und sozialen Ungerechtigkeiten unterdrückt waren, hoffnungslos, schwer. Und Jesus hat gesagt, Gottes Regierung, Gottes Reich ist an der Tür. Denkt um! Kehrt um, dass ihr hineingehen könnt, dass Gott regieren kann. Das war die erste Botschaft. Und er hat sie dann untermalt. Erst in Matthäus 4, Vers 23, da heißt es dann, Jesus ging in die Synagoge, hat den Leuten erklärt, gelehrt. Leute, von Anfang an hat Gott gesagt, er wird regieren auf dieser Erde, es fängt an. Und damit die Leute es kapiert haben, ging er auf die Straßen in die Dörfer und hat proklamiert, das Reich Gottes ist da. Und damit die Leute das verstehen konnten, hat er
Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, hat Aussätzige berührt. Und die Leute haben gemerkt, oh hoppla, ein neues Kapitel der Geschichte hat angefangen. Gott regiert auf eine Art und Weise, dass es sichtbar, spürbar, erlebbar ist. Gottes Reich ist da. Und das war eigentlich immer das zentrale Thema. Was du eben gesagt hast, Bergpredigt, richtig, das war seine erste lange Predigt. Die größten Redeeinheiten, die wir in der Bibel sehen, war Bergpredigt. 3 Kapitel schreibt Matthäus dort auf. Und was war die Bergpredigt? Leute, wenn Gott regiert, dann gibt es einen Lebensstil. Und dieser Lebensstil ist Respekt, richtet nicht, vergebt einander und andere Prinzipien. Und letztendlich sagt er, wenn ihr nach diesen Prinzipien lebt, dann habt ihr ein unerschütterliches Fundament. Das Fundament meiner Person, meines Reiches. Und überhaupt sagt er noch, 6,33, trachtet zuerst danach. Es gibt viele Dinge, die wichtig sind im Leben. Aber trachtet nach dem einen, dass Gottes Herrschaft auf dieser Erde in euer Herz kommt, in euch und durch euch sich manifestiert und wächst. Und dann kann man die nächste Folie, glaube ich, sehen kurz, was Jesus dann am Schluss gesagt hat. Das finde ich interessant. Jesus war nach seiner Auferstehung noch 40 Tagen mit seinen Jüngern zusammen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich nochmal mit jemandem zusammen bin und weiß, ich gehe jetzt gleich, ich habe eine Woche zur Verfügung, dann lasse ich nochmal die Dinge zurück, die mir die allerwichtigsten sind. Und Dr. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, schreibt mit seiner wissenschaftlichen Präzision, schreibt Dr. Lukas, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Art und Weise, dass er wirklich lebt und jetzt. Und er sprach mit ihnen, dass sie in den Gottesdienst kommen sollten. Dass sie nette Versammlungen haben sollten. Dass sie Häuser bauen sollten, Gemeindehäuser. All diese Dinge haben ihren Platz, aber er hat es fokussiert. Leute, all diese Dinge sind die Verpackung. Er hat mit ihnen 40 Tage gesagt, Leute, schaut nicht nur auf die Verpackung, die wichtig ist, aber schaut auf die Essenz. Er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Das heißt, die Leidenschaft von Jesus war, kapiert Leute, auf dieser Erde, ihr habt es in meinem Leben gesehen, hat Gott angefangen zu regieren. Und sucht mit ganzem Herzen das. Und ich sage immer, der Oberschüler von Jesus, der hieß Paulus. Und Paulus, nächste Folie bitte, hat es übernommen. Und es ist interessant, wie die Apostelgeschichte aufhört. Vers 28 in Rom. Das war eigentlich so eine göttliche, starke geschichtliche Führung. Gott hat Paulus in das Zentrum der Welthauptstadt gebracht. Es war ihm so wichtig, es war für Gott so wichtig, dass dort in dieser Hauptstadt das Evangelium gehört wird. Und sagt er, Paulus hat die Juden getroffen, sie vereinbarten ein weiteres Treffen mit Paulus, dann noch ein Treffen und noch ein Treffen. Und sie kamen dann in noch größerer Zahl zu ihm ins Quartier. Vom Morgen bis abends hinein sprach Paulus mit ihnen über Gottesdienste und Versammlungen. Er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Warum? So hatte er es von Rabbi Jesus gehört gehabt. Er erklärte ihnen, wie Gott seine Herrschaft aufrichtet und versuchte sie vom Gesetz und Mose her aus den Schriften der Propheten zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Mich bringt es zum Nachdenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn hier Dr. Lukas mit seiner wissenschaftlichen Akribie sagt, okay, Paulus hat sich unterhalten mit den Leuten und die ganze Unterhaltung kann man zusammenfassen. Er redete mit ihnen von Gottes Regierung auf der Erde. Und er hat es ihnen erklärt, dass es nichts Neues, was plötzlich kam, sondern das hat Gott über Jahrtausende angefangen vorzubereiten, über Abraham, Segensträger, über David, der Thron. Das heißt, eine lange Linie da. Und jetzt ist es Realität. Einige der Juden haben es kapiert, andere nicht. Und das ist die nächste Folie. Wie hört die Apostelgeschichte auf? Das finde ich so interessant. Die letzten 2 Verse der Apostelgeschichte. Paulus blieb 2 volle Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündigte ihnen wiederum das Gleiche, die Botschaft vom Reich Gottes. Man denkt, haben die nichts anderes zu sagen? Die haben sich auf das Wesentliche so fokussiert. Er verkündigte ihnen die Botschaft vom Reich Gottes. Er lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn.
Er tat es frei und offen und wurde von niemand daran gehindert. Und das war wahrscheinlich war Nero schon um die Ecke, ne? Aber wenn Gott seine schützende Hand drauflegt und Gott sagt, es ist mein Wille, dass diese Botschaft von meiner Königsherrschaft in Rom bekannt gemacht wird und dann in die ganze Erde geht, dann kann kein Nero und keine Macht es stoppen, weil Jesus hat ja vorhin gesagt, ein paar Jahre vorher, 30 Jahre vorher ungefähr, hat Jesus gesagt, ich baue eine Ekklesia, eine Gemeinde, keinen Verein, eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern. Das ist Ekklesia, eine Community, Jesus Community, Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern. Die baue ich und niemand kann sie stoppen. Nero konnte den Paulus damals nicht stoppen. Er hatte eine Mietswohnung gehabt und die Leute kamen Tag für Tag für Tag. Und was hat Paulus gesagt? Und Paulus wird nicht müde. Paulus sagt, so wie Jesus, so mache ich es auch. Ein Thema. Gott regiert auf dieser Erde. Was ist euer zentrales Thema als FEG Wettingen? Wenn ihr den Segen des lebendigen Gottes haben wollt, wenn ihr seine Autorität haben wollt und wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, Jesus hat gesagt, eine zentrale Botschaft, Reich Gottes auf der Erde. Paulus, der Oberschüler, hat es übernommen, eine zentrale Botschaft, Gott regiert auf dieser Erde. FEG Wettingen, was ist die zentrale Botschaft? Jesus regiert, zentrale Botschaft, Reich Gottes. Okay, das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, weil das ist die Existenzberechtigung jeder Gemeinde auf dieser Erde. Mein zweiter Punkt jetzt, Jesus hat das Reich Gottes auf dieser Erde aufgerichtet. Und das sind Dinge, wo er sagt, naja, das wissen wir schon alles, aber ich denke, wenn wir sagen, das Reich Gottes ist unsere Kernbotschaft, ist das Zentrum unseres Lebens, ist das, worauf unsere Beziehungen hingerichtet sind. Einheit passiert da, wo wir sagen, wir lassen Jesus regieren und alles andere ist ein zweiten, dritten, zehnten Platz. Wichtig ist, dass er in der Mitte ist, dass wir uns ihm unterordnen und dass wir ihm Raum geben. Dann kommt Einheit. Also Jesus hat ohne Sünde gelebt. Das war mal die Grundlage. Er war der erste Mensch, der ohne Sünde gelebt hat. Der erste Adam, er hat gesündigt und Gott hatte angedroht, wenn ihr von dem Apfel esst und so, ist die Beziehung gebrochen, raus. Und die Konsequenz vom ersten Adam und dem Apfel war, es war eigentlich Eva, wir Männer wissen das ja. Ne? Okay, auf jeden Fall die Konsequenz war, dass dadurch Satan der Gott dieses Zeitalters wurde. Das wie 1. Johannes 5 es heißt, diese Welt liegt im Argen, liegt im Bösen. Das heißt, egal wie Luzifer kam, auf jeden Fall hat er ab diesem Apfeltag Einfluss gehabt, um Negatives, Böses, Zerstörerisches zu bringen. Er hat eine Rolle dadurch bekommen, im Leben der Menschen als Mörder, Vater der Lüge, zu rauben, zu stehlen und all diese Dinge. Und ja. Und so ging die Weltgeschichte. Und dann kam aber der Tag, weil Gott von Anfang an gesagt hat, ich lasse nicht zu, dass Satan das letzte Wort hat. Das ist meine Schöpfung. Ich liebe diese Schöpfung. Und da kam Jesus, der wahre Mensch und wahre Gott. Als wahrer Mensch hat er nicht gesündigt. Er hat alle Versuchungen, die wir haben, auch erlebt, aber ohne Sünde. Und dadurch hat er den Feind besiegt. Das ist der zweite Punkt. Er hat den Feind gebunden, weil er ohne Sünde lebte und weil er ihm widerstehen konnte. Und diese Stelle von Matthäus 12, da heißt es, wer bist du denn, dass du Dämonen austreibst? Er sagt, die Tatsache, dass ich Dämonen austreibe, ist ein Beweis, dass Gottes Reich in unserer Mitte hier ist, dass es angefangen hat. Und dann erklärt er noch, niemand kann in das Haus eines Starken einbrechen. Und Satan ist ein Starker. Er hat mehr Kraft, als wir als Menschen haben. Aber Jesus hat gesagt, ich kann in das Haus eines Starken einbrechen, weil ich ihn vorhin gebunden habe. Und dann breche ich hinein und ich mache Beute. Ich setze Menschen frei, ich erlöse sie, ich errette sie, weil ich der Stärkere bin.
Und diese Autorität hat er uns gegeben. Dann Kolosser 2,14. Jesus hat die Mächte der Finsternis entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Er hat einen Triumphzug mit ihnen gemacht durch seine Auferstehung. Das ist die Realität des Reiches Gottes. Und er hat seinen Nachfolgern Autorität gegeben. Lukas 10, die Geschichte, die 70 gehen los, kommen zurück und sagen, juhu, Dämonen sind euch untergetan. Und Jesus hat gejubelt und sagte, als ihr losgezogen seid, als ihr die Autorität, die ich euch gegeben habe, benutzt habt, sah ich Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Da sind die Mächte, hat die Mächte der Finsternis einen Riss bekommen und Gottes Reich konnte mehr und mehr hineinbrechen. Wir leben in einem Land der guten reformierten Tradition, zu der ich mich auch zähle. Das heißt, das Reich Gottes hat angefangen, es ist reingebrochen, es ist noch nicht vollendet. Das heißt, auch wenn wir diese Dinge als Zeichen des Reiches Gottes sehen, wir erwarten noch auf den vollen Sieg, wenn Jesus wiederkommt. Warum gibt es FEG Wettingen? Weil Jesus sagt, ich will mein Reich hier ausbreiten. Ich will, dass mein Reich sich manifestiert, dass Menschen versöhnt werden, dass sie geheilt werden, dass sie in einem Lebensstil leben der Ermutigung, einem Lebensstil der Freisetzung und das soll sichtbar werden, sich ausbreiten. Da kommen wir zum dritten Punkt. Den gehe ich ganz schnell durch. Warum lohnt es sich, auch deine erste Frage, Micha, an mich, warum lohnt es sich bei diesem Unternehmen, Reich Gottes mitzumachen? Es ist das einzige Unternehmen im Universum, was eine Erfolgsgarantie von Gott selber zugesprochen hat. Himmel und Erde werden vergehen, seine Worte werden nicht vergehen. Und seine Worte sagt, der Vater hat zum Sohn gesagt, weil du dein Leben gibst, wirst du die Nation erben. Das Reich Gottes ist mit der Energie eines Sauerteigs zu vergleichen. Und weil wir glauben, dass Jesus wiederkommt, werden wir erleben, dass alle Volksgruppen das Evangelium der Königsherrschaft Gottes gehört haben. Übrigens, das Wort Evangelium, wenn ich euch fragen würde, was bedeutet das, dann werde ich spontan häufige Nachricht. Evangelium heißt gute Botschaft, richtig, das ist eine reduzierte Übersetzung. Das ist richtig, ne? Aber der Kontext in der griechischen, römischen Welt damals, es war die gute Botschaft eines Herrschaftswechsels. Nach einem Kampf, nach einer Schlacht kam ein Bote angerannt und hatte gesagt, gute Botschaft, die Besatzer sind besiegt, wir haben eine neue Regierung, die jetzt eingesetzt ist. Evangelium ist die gute Botschaft eines Herrschaftswechsels. Das heißt, der Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, diese Dinge sind gesetzt, Punkt. Ja. Und deshalb hat Jesus auch die Zusage vom Vater, er wird unter allen Volksgruppen bekannt gemacht werden. Und dieses Unternehmen ist von niemand zu stoppen. Jetzt ist die Frage, ja, das ging ja alles ganz einfach. Es ist einfach in dem Sinne, dass wir erstmal zur Ruhe kommen und sagen, es ist nicht unser Reich, FEG Wettingen ist nicht unsere Gemeinde, sondern lange bevor wir existiert haben, in der Ewigkeit, hat Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist beschlossen, dass Menschen aus allen Sprachen, Nationen bei ihm sein werden in der Ewigkeit. Die letzten Wochen, wenn ich morgens meine Zeit mit Gott verbringe, habe ich oft so den Eindruck, einfach zu Gott zu sagen, Gott, es sind viele Erkaufte in den Nationen und gemeinsam jubeln wir dem Lamm Gottes zu. Wir, die Erkauften unter den Nationen, wir jubeln dem Lamm Gottes zu und danken ihm für dieses unsagbar teure Opfer, für diesen unsagbar teuren Preis, den er für uns bezahlt hat. Und wir sind arm dran, wenn wir vergessen, wie viel Jesus für uns getan hat. Wir sind arm dran, wenn wir vergessen, welchen teuren Preis er für uns bezahlt hat. Das ist die Grundmusik der Gemeinde. Das ist die Grundmusik des Reiches Gottes. Da kam einer und hat uns rausgezogen. Da kam einer, hat einen Preis bezahlt. Da kam einer und sagt, ich will dich haben, ich will dich haben, ich will dich haben. Und deshalb hat er uns erwählt, erkauft, errettet und hineinversetzt in das Reich, sein ewiges Reich. Das Reich Gottes ist angebrochen. Es ist noch nicht verändert, aber es wächst und expandiert. Deshalb gibt es diese Gemeinde. Deshalb gibt es Gemeinden. Und
Es ist so wichtig, wenn jemand bei Lädrach arbeitet, geht er hin morgens, um Schokolade zu machen, nicht um Kaugummi zu machen. Ne? Das heißt, wenn jemand sagt, ich folge Jesus nach, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, fokussiert, wir folgen dem König der Könige nach. Wir folgen dem Lamm Gottes nach. Wir sind auf einem Weg in ein ewiges Reich. Und auf diesem Weg werden wir Herausforderungen haben. Ich merke in meinem Leben, was ich vorhin auch kurz angesprochen habe, es war nicht nur eine Entscheidung im Jahr 78, ab jetzt lebe ich von Gott und dann ist alles glatt. Es war eine Entscheidung, die war ein Anfang. Und seit dieser Zeit gab es viele Weichenstellungen, wo Gott mich gefragt hat, wie willst du mir nachfolgen? Mit halbem Herzen, dankbar, dass du in den Himmel kommst, willst du mir nachfolgen als jemand, der sagt, Jesus, danke und ich gebe dir mein Herz. Jesus, danke, wie kann ich dir heute dienen? Jesus, danke, zeig mir mehr in deinem Wort von dem Blueprint, von deinem Bauplan auf dieser Erde. Diese Entscheidung habe ich nicht automatisch gefällt, nicht einmal gefällt, nie leicht gefällt. Komm und folge mir nach. Wer mir nachfolgen will, der geht nicht auf einen Spaziergang. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, gelegentlich, täglich, und folge mir nach. Und dann wird er die Segnungen, die Jesus am Kreuz für uns errungen hat, Frieden, Freude, Autorität, Beziehungen, all diese Dinge, sie werden in unser Leben kommen. Er hat sein Kreuz getragen, wir tragen unser Kreuz. Und das ist der Weg. Und da kommen wir jetzt zum letzten Punkt, zum vierten Punkt. Hier geht es um, sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Das heißt, gleich nachdem Pfingsten war, 3000 Leute haben sich bekehrt. Randbemerkung, dass sich in Wettingen 1000 Leute bekehren werden in den nächsten Jahren, wäre kein Problem für Gott. Das ist für Gott nicht das Problem. Aber Jesus hat diese 12 Leute gelehrt, bleibt zusammen in den Häusern. Bleibt zusammen in einer kleinen, überschaubaren Gruppe, wo ihr einander ermutigt, stärkt, wo ihr die Prinzipien des Reiches Gottes persönlich weiterentwickelt, einander unterstützt und ermutigt. Okay, und deshalb konnte Gott 3000 dazu tun an einem Tag. Und dann, sie trafen sich in einem Tempel, das war die Linie des alten Bundes. Wir sind ein Volk, wir sind nicht 50 Untergruppen, wir sind ein Volk, wir gehören zum gleichen Gott. Und darin haben wir unsere Identität. Und das Zweite ist, in den Tempel gab es die apostolische Lehre, solide Grundlage, gemeinsame Vision, sie haben gefeiert. Das heißt, apostolische Lehre war mehr als nette Bibelstudien zu machen. Apostolische Lehre war, das hat Gott über die ganze Geschichte gesagt. So will er sein Reich bauen. Das sind Gottes Verheißungen, das sind Gottes Wahrheiten. Solides apostolisches Fundament, sowohl für die gesamte Gemeinde als auch für die Einzelnen. Und dann haben sie sich auch in den Häusern getroffen. Und in den Häusern, das stand, wenn man das im Griechischen anguckt, sie trafen sich in den Häusern zur Lehre der Apostel. Das heißt, sie haben darüber gesprochen. Was hat Petrus letzten Sonntag gepredigt? Was hat er damit gemeint, als er gesagt hat, wir sollen vergeben? Warum soll ich jetzt meinem Nachbar vergeben? Versteht ihr, das waren Themen, die wurden dort verdaut. Und dann nächste Woche, eine Woche später, sagt dann einer aus diesem Haus dort, ja, ich habe immer noch nicht vergeben. Und ich merke, mein Herz wird kalt und hart. Und sie haben nachgefragt, wie geht es dir jetzt? Hat sich was verbessert bei dir? Sie haben sich in den Häusern getroffen, um die Lehre der Apostel zu verdauen, anzuwenden, dass es Fleisch und Blut bekommt. Und dazu müssen die Häuser, da muss Raum sein für Gottes Gegenwart, für Gottes Regierung. Und sie trafen sich als zweites zur Koinonia. Koinonia im Griechischen heißt Leben teilen und heißt Verantwortung übernehmen. Das heißt, sie haben nicht sich getroffen, ach ja, schön, mal zusammen zu sein und gut, bis nächste Woche haben wir nichts miteinander zu tun. Sie haben sich in den Herzen verbunden und haben gesagt, wie geht es dir? Wie kann ich während der Woche für dich beten? Lass uns mal uns kurz zum Kaffee treffen. Damals war es Tee wahrscheinlich, ne? Oder Glas Wasser. Das heißt, diese Verbundenheit
wir sind nicht nur irgendwo in der gleichen Gemeinde, sondern das Reich Gottes ist angebrochen und wir haben Verantwortung füreinander. Und dann haben wir auch Verantwortung vor Gott. Das heißt, wir haben Verantwortung vor Gott, dass das, was Jesus gesagt hat, macht Jünger. Und dass diese Jünger das verstehen, was Jesus gesagt hat und dass wir den Jüngern, die durch uns Jesus kennenlernen, das weitergeben. Das ist in ganz kurzen Worten die Dynamik des Reiches Gottes. Und hier spielt das Haus eine ganz zentrale Aufgabe. Ich habe kürzlich eine Predigt gehört vor einer Woche von einem ganz bekannten Pastor, der tausende Leute sammelt. Aber er sagt, wisst ihr was? Die eigentliche Stärke unserer Gemeinde ist das Treffen zu zweit, zu dritt oder in Hauskreisen, Hauskirchen, wie man das nennt. Die eigentliche Stärke einer Gemeinde mit Tausenden ist nicht wahr, wir sind jetzt mit Tausend zusammen. Nee, das kann von heute auf morgen gestoppt werden, da kann Durcheinander kommen. Nee, die eigentliche Stärke ist Koinonia. Wir nehmen Verantwortung füreinander. Wir nehmen Verantwortung miteinander vor Gott, dass Gottes Wille geschieht, dass Gottes Wort bekannt gemacht wird, dass seine Liebe gespürt wird, dass unsere Nachbarn von ihm hören, dass kranke, einsame und isolierte Menschen reingenommen werden. Wir übernehmen Verantwortung. Und jetzt ist die Frage, wollen wir als FEG Wittingen in den nächsten Jahren eine neue Dimension des Reiches Gottes erleben? Ich predige nicht, wir haben jetzt eine neue Methode. Ich bin viel unterwegs zu diesem Thema. Und in Deutschland, ich vermute, die Schweiz ist sehr ähnlich, wir lieben Methoden. Und dann hören wir, Methode X funktioniert irgendwo, tschum, wir nehmen Methode X. Forget it, das ist nicht die neue Sache. Ne? Sondern ich denke, unser Weg als Leib Christi ist der, dass wir immer mehr eintauchen. Rabbi Jesus, was sind deine Pläne? Was hast du gesagt? Wie hast du mit deinen Jüngern gelebt? Wie warst du mit dem Vater verbunden? Wie warst du mit deinen Jüngern verbunden? Wie hast du Sendung gelebt? Und ich denke, das ist unsere Hauptverantwortung, Koinonia, dass wir gemeinsam gucken, wie hat Jesus, unser Vorbild, dem wir nachfolgen, die Beziehung zum Vater gelebt, wie hat er Gemeinschaft gelebt, wie hat er die Prinzipien der Gemeinschaft reingelebt und er hat uns gesandt. Stellt euch vor, es sind Prinzipien. Und Jesus hat gesagt, wer sein Haus auf diese Prinzipien baut, Bergpredigt, der ist wie einer, der sein Haus auf Fels baut. Diese Gemeinden werden nicht umgeschmissen werden. Diese Gemeinden, auch wenn der Sturm kommt, und Stürme werden kommen. Die Stürme werden nicht schwächer werden, nicht weniger werden. Die Stürme werden kommen, stärker, häufiger. Das ist Teil der Endzeitdynamik, Geburtswehen für die neue Welt. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir unser Haus auf diesen soliden Felsen bauen. Und so oft es geht, fragt Jesus, was hast du gesagt? Was steht an deinem Buch? Oh, 40% verstehe ich nicht, macht auch nichts. Aber 60% verstehst du. Und fang an, die 60% oder 30% anzuwenden, konsequent. Und ich denke, wir werden als Gemeinde merken, als Leib Christi merken, je mehr wir die Dinge, die wir schon wissen, anwenden und uns nicht ablenken lassen von denen, die wir nicht wissen. Kürzlich hat mich einer gefragt, ja, wie siehst du das in der Offenbarung mit den zwei Zeugen und so? Ich habe gesagt, ehrlich gesagt, ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich denke darüber nach, dass Jesus gesagt hat, mach Jünger. Ich denke darüber nach, wie kann ich mit meinem Nachbar reden. Jetzt habe ich meinem Nachbarn ein Buch gebracht. Jetzt denke ich darüber nach, wie kann ich als nächstes mit ihm reden. Und so weiter und so fort. Ich denke, wir haben einen Auftrag, der heißt, bringt diese Dinge, die ihr habt, vielleicht haben wir auch nur 20% verstanden. Ne? Aber wenn wir diese 20% verstanden haben, dann lasst uns connecting mit Gott, sagen, gib uns Gnade, die 20% umzusetzen. Lasst uns connecten miteinander und sagen, wir wollen einander helfen, dass so viele Menschen, diese 95% der Bevölkerung, die noch nicht mit Jesus verbunden sind, dass diese Menschen Jesus kennenlernen. Dafür gibt es Gemeinde. Sonst hätte Jesus uns schon lange hochholen können in bessere Sphären. Er sagt, nee, ihr seid meine Nachfolger. Nehmt euer Kreuz auf euch, folgt mir nach. Ihr seid Teilhaber meiner Herrlichkeit, ihr seid Teilhaber meiner Herausforderungen. Und diese Botschaft wird nicht immer mit roten Teppichen empfangen werden, auch wir nicht, aber wir sind Botschafter in seiner Stadt. Und die Menschen sollen die Chance hören, diese Botschaft vor Augen zu haben, dass sie sich entscheiden können. Darum geht es. Jetzt noch ein paar Fragen zur Anwendung, die ich uns allen mitgeben möchte. Ich bin auch ein Lernender, wie wir alle. Können wir bitte die Anwendungsfolie sehen? Anwendung.
Wo und wie erlebst du den Frieden von Gottes Herrschaft in deinem Leben? Es ist immer gut, dass wir mit dem Positiven anfangen. Und ich habe oft Entscheidungen fällen müssen, meinen Weg oder Gottes Weg. Manchmal war es schmerzhaft, aber auch wenn es schmerzhaft war, letztendlich mich Gott unterzuordnen, hat Frieden gebracht, hat mich zur Ruhe gebracht. Und fang an, denk mal über diese Dinge nach. Wo hast du solche Entscheidungen gefällt? Wo hast du Frieden erlebt? Zweitens, wo lässt du Gott noch nicht regieren? Gibt es vielleicht Bereiche, wo du unwissentlich sagst, ich mache das noch selber, wo du wissentlich sagst, da brauche ich keinen Gott? Reflektiere dein Leben, denn die Dynamik des Reiches Gottes wird dort stärker, wo wir ihn bewusst regieren lassen und seine Maßstäbe für uns nehmen. Weitere Anwendung, das war das Persönliche, jetzt kommen wir zum Kollektiven. Wie kannst du darin wachsen, mit anderen Jesus-Nachfolgern dein Leben zu teilen und gemeinsam Verantwortung füreinander und für Gottes Auftrag zu übernehmen? Wie kannst du darin wachsen? Denk über den Auftrag Gottes nach für dich, gemeinsamen Auftrag. Wir können euch stark machen, ermutigen, vielleicht auch korrigieren. Das ist auch Teil vom Reich Gottes Lebensstil. Ich rede jetzt einmal vom Ende her. Eine Gemeinde, die blüht. Eine Gemeinde, wo jeder Einzelne mehr und mehr lernt. Ich bin unter Gottes Herrschaft. Ich lerne mehr und mehr, ihm nachzufolgen, ihm zu gehorchen, mehr und mehr Bereiche meines Lebens ihm auszuliefern. Dein Reich komme in meinem Leben durch mich. Eine Gemeinde, wo Leute verbunden sind, die sich treffen in kleinen Gruppen und sich in den kleinen Gruppen stark machen, ermutigen und sagen, wir sind gesandt von Jesus. Ich glaube, eine solche Gemeinde wird nicht zu stoppen sein. Das ist das Bild von Jesus. Diese Gemeinde wird leuchten, die wird attraktiv sein. Da werden Menschenleben verändert werden. Das wird sich rumsprechen. Und viele werden hinzugefügt werden, weil Jesus den Platz hat, wo andere sich um sie kümmern und Verantwortung übernehmen werden. Kann die Band hochkommen, bitte? Ich schließe ab. Ich würde gerne noch zum Schluss beten für uns alle. Also wie gesagt, ich bin ein Schüler wie ihr. Lasst uns einfach das so verstehen. Wir sind gemeinsam Schüler von Jesus, seine Nachfolger, die gemeinsam lernen. Lass uns noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir richten unsere Blicke heute wieder neu auf dich. Es ist unfassbar für uns Menschen, dass du, der Heilige, der Vollkommene, der reine Gott auf diese Erde gekommen bist. Du bist Mensch geworden. Nicht nur das, du bist als Mensch auch zum Opfer geworden. Du hast unschuldig gelebt und du hast all unsere Schuld und Sünde auf dich genommen. Wir wollen dir in Ewigkeit für diese Größe deines Opfers danken, Jesus. Die Strafe liegt auf dir. Wir hätten die Strafe verdient. Unsere Strafe liegt auf dir. Der Zorn Gottes hat dich getroffen. Wir danken dir von ganzem Herzen, Jesus. Und weil du dieses vollkommene Opfer gebracht hast, Jesus, wir dir vertrauen, sagen, diesem Opfer muss nichts hinzugetan werden, kann auch nichts weggenommen werden. Sagen wir danke für diesen Tausch, danke für das ewige Leben, danke für Vergebung, danke für Versöhnung mit dir und die Fähigkeit, uns mit anderen Menschen zu versöhnen. Danke für dein Licht, für deine Hoffnung. Und danke, dass du einen Bund gemacht hast und versprochen hast, ich werde jeden Tag bei euch sein. Ich werde euch nie verlassen. Wir sind dir so dankbar, Jesus. Und jetzt bitte ich dich für uns alle, dass wir in einer neuen Tiefe von dir ergriffen werden. Dass du uns neu ergreifst und die Größe deines Opfers verständlich machst. Die Dimension deiner Königsherrschaft, deiner Regierung neu zeigst. Und zeig uns die praktischen Schritte, wie wir das persönlich umsetzen in unserem Leben, wie wir uns mit den richtigen Leuten connecten. Keiner ist Einzelkämpfer, Jesus. Zeig uns, wie wir uns ergänzen, wie wir uns stark machen können, sodass das Königreich Gottes auf dieser Erde weitergeht. Gib uns Gnade dazu. In deinem Namen. Amen. Ich darf Segen aussprechen über euch.
Und ich möchte dich segnen im Namen vom Vater. Dem Vater, der dich gut gemacht hat. Dem Vater, der dir Sinn ins Leben gegeben hat. Dem Vater, der einen guten Plan hat für dein Leben. In diesem Namen möchte ich dich segnen. Und ich segne dich im Namen vom Sohn, der für dich gestorben ist am Kreuz. Der deine Fehler auf sich genommen hat. Einen schandvollen, schmerzhaften, erniedrigenden Tod gestorben ist. Nur, dass er dann wieder erhöht worden ist. Dass er auferstanden ist für dich und dir einen Weg bereitet in die Ewigkeit. Dass du ihm mal eines Tages nachfolgen darfst und so auferstehen, wie er auferstanden ist. Und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft Gottes, wo in dir lebt, wo dich bevollmächtigt und autorisiert, sein Wille zu tun in den kommenden Wochen. Im Namen von dem dreieinen Gott möchte ich dich segnen. Amen. Amen. Wir dürfen jetzt noch mal ein Lied zusammen singen und noch eines, unsere Stimme, unser Körper und alles in uns erheben, um ihm zu ehren.